Am Namen von den 3 national repräsentative Gewerkschaften, der CGFP, der MLCGB und der MoGBL, begrüßen ich Vertreter, Personaldelegierten und Membern von unseren 3 Organisationen. Alle sind noch froh, Vertreter vom Landesverband, von der ALEBA und von der FGFC zu sehen, die hier Solidarität zu uns deklariert. Also ich begrüße noch Sympathisanten und Interessierte aus der Politik. Kolleginnen und Kollegen, es sind mega froh, es sind begeistert. Heute Abend zu so viel heute gesehen. Wir sind heute Abend 2000 Leute. Das sprengt alle Erwartungen. Und dafür ein ganz großes Merci und alle gut. Für genau 5 Jahre, den 20. November 2014, wo genau auf dieser Platz als 3 Gewerkschaften eine ganz wichtige Protestmanifestation gehalten. Damals geht der sogenannte Zukunftspakt von der Regierung gegen die Fortsetzung von der Austeritätspolitik auf Kosten von den schaffenden Leuten, ihre Familien und Rentner. Heute sind wir, und ich kann mich ganz gut erinnern, heute sind wir zu mehr wie 4 oder 5 Jahre. Und das geht der Protest nicht gegen die Regierung, aber das richtet sich der Protest gegen die Organisation vom Patronat. Le letzten 19. September hat die UL am Komitee permanent du Travail et de l'Emploi ihre Boykott von den 3 Verhandlungen annonciert. Ihr ungefähres Argument war überraschend, provokativ und historisch falsch. 40 Jahre lang haben sie behauptet, hat der Modell Lützeburg den Patronat nicht Ernstes bedroht, wie just Niederlande. Noch nie wird die UL sich auf so eine offene Manier zum sozialpartnerschaftlichen Modell von den 3 Verhandlungen hier im Land distanziert. Von dem Modell, den in Wirklichkeit während 40 Jahre lang der soziale Frieden hier im Land aufgesichert wird, an die ganz viel zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung vom Land, zur Attraktivität vom Wirtschaftsstandort Lützeburg und zur politischer Stabilität beigedrungen wird. Ein Modell, das untrennbar, und ich betone untrennbar, mit der Anerkennung von gewerkschaftlichen Verhandlungsrechten und nationalen Plan verbunden ist. Gewerkschaftliche Verhandlungsrechte, die wir als alle Guten an unserer langen Geschichte schwer erkämpft. Wir alle Guten sind heute zusammen die kategorische Riposte von der Lützeburger Gewerkschaftsbewegung auf den skandalösen Angriff vom Patronat. Von den Salarien aus der Privatwirtschaft, auch von den Beamten und Angestellten aus dem öffentlichen Dienst. Auch von unseren Rentner, die zu ihrer Zeit die Rechte für die schaffenden Leute von heute erkämpft haben. Kolleginnen und Kollegen, ein, der nicht mit den Gewerkschaften verhandeln will, ist kein Sozialpartner mehr. Ein Patronat hat kein Kompromiss, kein Ausgleich zwischen den Interessen vom Kapital an der Arbeit mehr will, als kein Sozialpartner mehr. Aber wenn er kein Sozialpartner mehr ist, dann ist er ein sozialer Gegner.
An zerbricht der soziale Kompromiss, dann zerbricht der soziale Frieden an soziale Konflikt, hält zwangsläufig seinen Platz an. So eine Situation als für eine national repräsentative Gewerkschaft des CGFP, LCGB und OGBL nicht gewünscht. Mehr soll auch ganz klar sein. Wenn wir dazu vom Patronat forciert gehen, da gehen wir auch dem sozialen Konflikt nicht aus dem Face. Wir haben als Gewerkschaften den Auftrag für die Durchsetzung und für den Ausbau von den sozialen Errungenschaften von allen Salarien. An den Auftrag, Kolleginnen und Kollegen, den geben wir nie ab. Wir sind weiterhin bereit, den Auftrag über den Weg von Verhandlungen anzulesen. Und ich weiß, dass der Gewerkschafter alle Guten, die hier am Saal sind, das Meinung teilen. Der Verhandlungsweg ist und bleibt als erste Option. Als sogenannte Force Vive de la Nation als Haut als eine erste Message im Patronat, dass wir bereit sind, das Modell Lützeburg weiter hochzuhalten. Das Modell von der partnerschaftlichen Gestaltung von den sozialen Beziehungen, das Modell, den den Interessensausgleich über den Verhandlungsweg ist, an den über Konsensbildung den sozialen Frieden sichert. Das ist die nächste Message, die wir heute als Gewerkschaftsvertreter, als bewusste Spitze der nationalen Gewerkschaftsbewegung und UEL und Gesamtpatronat richten, als die von der Hand, die ausgestreckt bleibt, für den Verhandlungstisch gemeinsam Lösungen zu finden. Den 2. Dezember wird den ersten Datum Komitee Permanent Travail de l'Emploi dafür sein. Wir haben noch eine andere Message. Wenn Patronat seit weiter und seiner Strategie festhält, das Modell Lützeburg zu demontieren, da bleibt als Hand nicht mehr ausgestreckt. Da gehen wir zur gewerkschaftlichen Gegenoffensiv und zur Aktion liefern. Und dafür sind wir heute doch heim. Als Gewerkschaftsfreiheiten, als legitim Verhandlungsrechte und als Handlungsfähigkeit, die stehen nicht zur Disposition. Sie sind der bleibende Schlüssel für den sozialen Fortschritt durchzusetzen. Sie sind Handlungsinstrument von den schaffenden Leuten für den Ausbau von ihren Errungenschaften. Sie sind den Hebel für die Verbesserung von den Arbeits- und Lohnbedingungen an den Betrieben, für Kollektivverträge, für fortschrittliches Arbeits- und Sozialrecht, für einen Sozialstaat und Demokratie an der Gesellschaft. Als gewerkschaftliche Verhandlungsrechter lassen wir von keinem auf Ruhe stellen. Weder vom Patronat noch von der Politik. Kein werdet fertig bringen, Eis an als Organisationen an dieser Sache auseinander zu dividieren. Der Konträr wird der Fall sein. Wird wir mich stark angegriffen gehen, wird wir mich stark werden zusammenhalten. Und das ist auch die Message, die wir heute im Duell richten. Kolleginnen und Kollegen, während der Boykott vom Patronat am Jahr 2010 vom Wirtschafts- und Sozialrat nicht vergisst. Ein Wirtschafts- und Sozialrat, den nur nicht nehmen 2 Jahre lang am Stillstand war, mir heute nach immer auf Kretschen geht. Wir haben nicht vergisst, wie Patronat an demselben Gremium 2014 an der Diskussion über die längst fällige Reform vom Gesetz über Personaldelegationen nicht Ernstes anzubieten hat, wie die Verschlechterung vom Gesetz zu fordern.
Dasselbe Szenario von der Obstruktion haben wir 2017 bei der Diskussion über den Mindestlohn erlebt. Aber vergiss als auch nicht den gescheiterten Versuch von Ihnen, am Jahr 2016 sich ihrem Kotisationsbeitrag für die Naturalleistungen an der Gesundheitskasse zu entledigen. Und es vergeht bald kein Tag, wo Sie als Pensionssystem denigrieren, als eine Verschlechterung fordern. Aber die Patronatsweisende Errungenschaften steht, weist es schon an der Index. Wir haben im Jahr 2014 die damals neue Regierung den Indexsystem durch jahrelange Manipulationen von 2006 bis 2013 normalisieren wollte, an den Sozialpartner einen Akkord proposiert wird, da wird Duell den aufgelehnt, aber bis heute fehlt hier eine Schrift. Aber wir wissen alle gut, dass den der von der Inflation normal heisch könnt, wird Patronat den Index greifen. Ein weiterer Heischpunkt war im Jahr 2016 hier orchestriert Attack auf das Arbeitsrecht, wie am Komitee Permanent du Travail et de l'Emploi die Reform vom PAN-Gesetz, vom Gesetz über die Arbeitszeiten diskutiert wurde. Total dereguliert und flexibilisiert gesetzliche Arbeitszeiten gegen die Arbeitsfreizeit und Lebensinteresse vom Salariat wollte Patronat durchsetzen. Sie sind nun eisen Widerstand, gewerkschaftlichen Widerstand gescheitert. Der Boykott von 3 Verhandlungen am Komitee Permanent du Travail et de l'Emploi durch Patronat als kein Bagatell. Das ist ganz tiefer Stich an die Gestaltung von der Sozialbeziehungen zu Lützeburg. Wenn der Präsident von der UEL als einem Erklärungsbrief vom 27. September und d'Employeuren folgendes schreibt, und ich zitiere, Le dialogue social au niveau national qui se voudrait équilibré n'est rien d'autre qu'un instrument pour permettre aux syndicats de se positionner en force politique, dann als das ein Fußtritt gegen sozialpartnerschaftliche Verhandlungsbeziehungen an eine fundamentale Aufstellung von unseren nationalen Verhandlungsrechten auf Verhandlungsmöglichkeit. Gewerkschaftsbewegung soll ein politischer Plan blattputzen. An Domat, Kolleginnen und Kollegen, geht auch als nationale Repräsentativität auf Frage gestellt. Das ist die neue Methode, die der Präsident von der UL dem Land aufdrängen will. Gegen Salariat, also national repräsentativ Gewerkschaften, gegen den exprimierten Willen von der Regierung. Eine Regierung, die am Jahr 2014 deklariert hat, dass sie den sozialen Dialog nur den Austeritätsjahren revitalisieren wird. Eine politische Deklaration, die am Koalitionsprogramm vom letzten Jahr untermauert wurde. Aber besonders, was die Anpassung vom Arbeitsrecht und die neue Arbeits- und Wirtschaftswelt anbelangt, ist das Koalitionsprogramm ganz klar, und erlaubt mir heute Abend auch den Text zu zitieren. Les réformes doivent être entreprises dans le cadre d'un dialogue social rénové et renforcé au niveau des entreprises et entre autres à travers la promotion des conventions collectives et par le dialogue social tripartite qui, pour toutes ces questions, devra principalement avoir lieu au sein du comité permanent du travail et de l'emploi, dont le fonctionnement sera amélioré, notamment au niveau du secrétariat. Die Regierung hat in den letzten Wochen keine enge Deklaration gemacht, die darauf schließen gibt, dass sie ihre Meinung geändert hat. Der Arbeitsminister wird für Dezember in Juni vom Komitee Permanent Travail de l'Emploi angekündigt, heute als eine Invitation für den 2. Dezember herankommen. CGFP, NEL, CGB und NOGBL konfirmieren heute Abend
Narrenkeier der Regierung, dass sie nicht nur auf den Reunionen präsent werden sind, aber auch, dass sie bereit sind, alle Sujets vom Regierungsprogramm a puncto Arbeitsrecht am Kader von 3er Verhandlungen zu behandeln, und das ohne irgendwelche Vorbedingungen. Als Arbeitsrecht muss man nicht weiterhin seine Schutzmission für Salarien erfüllen soll, auf viele Punkte adaptiert und ausgeweitet gehen. Er hat den Eindruck von der Digitalisierung und anderen neuen Technologien für eine Aufgabe von der ökologischen Transition verlangt, die neue Arbeitswelt, nennen wir sie 4.0, nur einem Arbeitsrecht, das die Salarien eine fortschrittliche Arbeitsqualität an entsprechend beruflich und sozial Perspektiven aufsichert. Das ist ein Zeitpunkt da, für die Gesetze über die Arbeitsverträge anzupassen, für neue Formen von prekären Arbeitsverhältnissen zu verhindern. An die sozial- und beruflichen Perspektiven von den schaffenden Leuten müssen über die Reformen bei den Plan Maintien Emploi, bei den Plans Sozialen an die Verhältnisse positiv aufgesichert gehen. Dasselbe gilt für die Rechte und Mittel für die berufliche Vor- und Weiterbildung. Auch für eine bessere Harmonisierung von Arbeits- und privatem Leben zu garantieren, stehen auch Diskussionen über den anderen Recht für die Dekonnexion und über Telearbeit. Und da will ich noch einen ganz wichtigen Punkt anholen. Duell schwätzt in letzter Zeit viel über den sozialen Dialog an den Betrieben und mengt mit etwas Ernstes wie mir. Der Duell, ihre Vision, sie Betriebe ohne Gewerkschaft. Ohne Gewerkschaftspersonaldelegationen und ohne Kollektivverträge. Hier das Verständnis vom sozialen Dialog am Betrieb als Märchen vom Gespräch auf selbste Einricht zwischen dem Employer und dem einzelnen Salarié, den ihm in der Staub ist. Und dadurch gekoppelt, als hier salariatsfeindlich Propaganda gegen als Kollektivvertragswesen, das anscheinend nicht fähig wäre, eine dezentral bis individuelle Gestaltung von den Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Kolleginnen und Kollegen, das ist ein flagrant Liegen, weil der Contraire wahr ist. Es sind genau die Kollektivverträge, die an einem dezentralen Sinn die Kinexwesen für die Interessen und die Arbeitsbedürfnisse von den Salarien à la carte umzusetzen. An Salarien führende Unterwerfung in der Diktat von den Employern zu schützen. Und dafür fordern wir halt, dass die Regierung hier richtig Intention von der Promotion von dem Kollektivvertragswesen konkret umsetzt, und dass auch Diskussion über den Neid und zeitgerecht Kollektivvertragsgesetz lanciert wird. Aber wenn sie schaut, innovativen Arbeitszeitmodell an den Betrieben widersetzt, da sind da Kolleginnen und Kollegen nicht Gewerkschaften, mehr dann als ein Duell am Patronatsverband. Sie boykottieren die Umsetzung vom neuen Gesetz über die Arbeitszeitkonten, weil sie auch den 18. September am Komitee Permanent Travail de l'Emploi deklariert haben, dass sie die dazu notwendige Akkord der Professionellen nicht verhandeln wollen. Und das gilt auch für den Akkord der Professionellen über Telearbeit neu zu diskutieren und anzupassen. Ich komme nur zum Schluss. Patronat will den sozialen Stillstand. Es probiert als Verhandlungsrecht und als Handlungsfähigkeit zu schwächen, und es probiert Gewerkschaftsbewegung zu diskreditieren. Es probiert etwas Kolleginnen und Kollegen, was mehr nicht zulassen wird. Oder für den Spruchgebrauch vom Präsidenten von der UL auszudrücken, der an einer Lützeburger Zeitung behauptet hat, dass sie 40 Jahre gefickt wären.
Gehen wir heute Abend zu 2000. Der UL-Retour, dass die Letzteburger Gewerkschaftsbewegung sich nicht von der UL vom Patronat beichten lässt. Weder Haut nach Mai. Wie die Letzteburger Gewerkschaftsbewegung, wie als gewerkschaftliche Freiheiten auf Verhandlungsrecht so nicht. Merci.